jetzt davon liepen kannst noch. Ja. Ob ich hier genug Spieler raushaue. Das Einzige, was ich kann, ist liepen. Naja, das macht zwar mal die Blau, habe ich gesehen. Ja, ich hoffe, ich erwische auch den einen oder anderen, aber das ist natürlich Rüstung 9, das ist nicht so lustig. Ja. Deine Catcher haben keinen Dodge, oder? Nee. Nee, ja. Ich habe zwar zweimal Tackle oder so, aber... Jo, den Skill kannst du vergessen. Ja. Dann fange ich wohl an. Ich habe Angst. Also, das hast du 4 Schwarzes. Ja, Standard. Oh, das ist noch ein Frenzy, okay. Ach, er hat's gesehen. Verdammt. Na, dann sage ich mal, wo ist mein Kanonenfutter? Hier. Orks. Was hast du? Move 6, 4 und 5. 5, 6, 4, das ist ja übersichtlich. Will ich das so? Nee, eigentlich nicht. So, machen wir so. Ich habe noch nicht so die richtig coole Strategie fürs Aufstellen. Aber schauen wir mal. Wir werden sehen. So. Ich gebe einfach Crazy ein. Dann müsstest du es finden. Paradise, was für Werbung? Ach so, ja. Ich bin Affiliate, deswegen wird Werbung von meinem Kanal geschaltet. Du kannst aber einfach meinen Kanal abonnieren, dann kriegst du keine Werbung angezeigt. Das schaut doch eigentlich ganz gut aus. Nee, die Werbung ist ja gut. Möge das Gemetzel großartig werden, jawohl. Okay. Let's go. Na dann. Ja, der Anstoß erfolgt. Ah, das ist jetzt schon mal suboptimal. Und die Stormpost Marauders dürfen sich ein Feld weiter bewegen. Hast du den da hingekickt? Ich hab in die Mitte des Feldes gezielt. Okay. Dieses Spiel. Ja, Klassiker. Ja, die Orks sind alle sehr gut geskillt. Nee, es ist ja Wiederbelebungsturnier. Hi Manu, willkommen zum Finale. Au!
Meter, Freunde. Stabile Orks. Na, dann schauen wir mal, Ja, ob da was genau, umfällt. Ball aufheben. Muss nicht sein. Ja, doch, doch, doch. So, dann erfolgt der erste Schlag. Aber es passiert erstmal. Ah, er ist stunned direkt. Oh, Mighty Blow. War erfolgreich. Deine Catcher hast du ja gut versteckt hier hinten. Oh, gerade Zufall. Reiner Zufall. Der gute Batruk hat seine Kraft ausgepackt. Hi Darkness. Moin, ich bin MLB. Was meinst du denn mit MLB? Zack, das nächste Blut spritzt. Nochmal Mighty Blow, sehr gut. Eieiei, das läuft ja. Das läuft, ja. Wunderschönes Smiley verwende ich wieder Reloading. Alle wollen sich hinlegen. Ja, eigentlich haben sie die ja nicht, aber sie hält ganz gut. Na dann, Ähnlich lief es bei den let Orks the gegen jumping Mighty begin Blow. oder so ähnlich. Da lagen aber dann Na, ich denke, das ist noch zu früh. dass es nicht so schön war. Das stimmt, ja. Ja, wir haben hier auf der einen Seite die ganz in Gelb gehaltenen Kislev. Das sind so Zirkusmenschen. Die können viel rumhüpfen und so. Und auf der anderen Seite die typisch grünhäutigen, eigentlich ist Rot ja die Standard-Ork-Farbe. Die Orks, das sind eher so die Brütler. Also Rotkreuz, sehr schön, ja. Darken. Ja, genau. Darkness, du spielst Football, oder wie? Middle Linebreaker. Das hört sich nach Football an. Dann wirst du dieses Spiel hier mögen. Es sind nicht ganz die richtigen Football-Regeln und es ist auch ein bisschen brutaler als das echte Football, aber es ist Football. So, ob der Kislev-Spieler weiß, was er da jetzt gerade so tun soll. Ja, aber jetzt gerade weiß, was er tun soll. So, die Orks stehen ganz gut. Und die Schwarzorks mit Stärke 4, die können halt auch mal so zu dritt aufgeteilt stehen. Das ist halt fies. Die können, also gegen sind sie erstaunlich gut gehüpft. Trotz natürlich. Er macht einen Dodge mit einem Sechser, sehr gut. Darkness seit 14 Jahren Football, oh, okay. Ja. Dann hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als wir alle zusammen über das Spiel, also zumindest über Football. Oh, da kommt der erste Double Skull. Das ist aber unschön. Ist weg von den Orks. Na, so viele Pause. Dann kommt noch was raus. Das heißt hier leider bist du aber parteiisch. Die Orks sind schon auch. Also für alle, die jetzt reingeschalten haben, die nicht aus der Bundesliga sind,
Wir zwei, die gerade so ein bisschen kommentieren, wir spielen gar nicht mit, sondern das ist jetzt quasi so ein, also das sind zwei andere Spieler, wo wir jetzt gerade zuschauen und versuchen so ein bisschen, mehr oder weniger schlecht oder recht zu kommentieren. Genau, Finale. Danke, Ash Breacher, aber ich brauche heute kein Glück, weil ich spiele ja gar nicht mit, sondern ich kommentiere nur. Aber trotzdem danke. Und auch an dich, auch klar, ich spiele heute nicht, aber danke. Der Darkness schreibt gerade, es sieht mehr aus wie Dame oder Schach. Jein. Der wesentliche Unterschied zwischen Dame, Schach und diesem Spiel ist, hier ist sehr viel Glück dabei, weil man viel würfelt. Bei Dame und Schach gibt es einfach kein Glück. Mal ganz kurz, Fuzzy, also es hat gerade einer geschrieben im Chat, dass der Stream ruckelt. Haben das die anderen auch? Also die Zuschauer, das sind ja jetzt ein paar, die zuschauen. Ruckelt der bei euch auch? Alles gut, die anderen sagen alle, nee, läuft gut. Also dann liegt es wohl an dir, Fuzzy, sorry. Ja, Blood Bowl ist auch sehr häufig einfach halt Glück oder nicht Glück. Ich finde es halt einfach richtig so fies. Also nochmal hier Darkness, also von wegen so hier Football und Blood Bowl und so. Also du siehst ja die Klauen, die er hier hat. Also es ist nicht ganz Football. Das stimmt, es kann auch Tote geben, ja. Das stimmt. Fuzzy, sorry, ich habe keine Ahnung. Also deswegen habe ich gerade die anderen Zuschauer gefragt, ob es bei denen auch ruckelt. Ich wüsste nicht, was ich anderes einstellen sollte. Vielleicht einfach nochmal neu laden. Vielleicht klappt es dann manchmal. Also ich hatte in letzter Zeit auch viele Verbindungsfehler auf Twitch. Also ich habe eine Upload-Rate, die im grünen Bereich ist, sagt mir mein Stream-Tool. Ich habe 0 ausgelassene Frames, also ich wüsste nicht, woran es bei mir liegen sollte. Ja. Manchmal gibt es halt so, oder? Darkness sagt, naja, so schlimm ist es nicht. Wenn man spielt, ist es harmlos. Den Satz verstehe ich nicht. Meinst du jetzt, das Spiel ist harmlos? Ja, bis jetzt gerade noch schon, ja. Ja, so ein Waldelfenspieler, der würde jetzt einfach irgendwie mit einem Wardancer da reinhüpfen. Aber gut, bei Sure Hands ist das auch nicht so erfolgsversprechend. Aber er macht's. Er macht's. Ich hab's doch gesagt. Reinhüpfen. Ah, ja, der hat Strip Ball, aber der hat nicht gesehen, dass der andere Sure Hands hat. Ah, verdammt, du hast die Sure Hands, ich Idiot! Kein Problem, der denkt, yes. Nein! Lass mich für den Idiot! Die
leider nicht so. Ich habe mich schon gewundert kurz. Ja. Das ist natürlich nicht gut. Ach, ich bin Idiot. Ah! Damit hat er jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet, weil gegen mich hat er auch Football eingesetzt und Die Orks sind einfach so grundsolide. Luger, der den Ball hatte, den Ball entrissen. Ja, das war jetzt ganz blöd. Vor mich kommt er nicht mehr raus. Ich muss es wagen. Oh, was war das? Ah, er wollte dodgen. Ungeschickt. Ach, komm. Du bist ein Elfe! Dodge! Mit Go for it. Meine Fresse. Nicht schlecht. Ach, das war jetzt so blöd, echt. Den wir es vorher schon mal hatten, der hat gute Arbeit geleistet. Der steht da ganz gut und hält die Stellung. Genau. Oh je, das war echt blöd. Einschalten, das Wundermittel für alle PC-Probleme seit es mich wieder gibt. Genau. Er hat sich einen Reroll gekostet, aber sonst ist nichts passiert. Ja, aber das hätte ganz übel gehen können. Da hatte ich jetzt noch Glück, dass ich da rausgekommen bin. Autsch. Wieder Elimination, wenn man Tackles und es Knack macht und derjenige doppelten Waden- und Schienbeingriff hat. Das könnte bei Blood Bowl häufiger passieren. Im echten Football glaube ich dir, dass das nicht so schön ist. Ach, das ärgert mich. Mm. Dann liegt es auf jeden Fall nicht am Boden. Das ist schon mal gut, beruhigt mich ein bisschen. Ja, der muss ich leider hier stehen lassen. Verlorener Zug. Naja. Und Orca Cola, dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt teilen die Orks wieder aus. Das können sie gut. Aber blocken. Blocken. Die haben alle blocken. Die Orks haben alle blocken. Das ist eine harte Mannschaft. Um nochmal ein bisschen Werbung zu machen, die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, das ist eine Band, die extra Blood Bowl Mucke rausgebracht hat. Und wenn man das Album kauft, dann wird, ich weiß gar nicht ob alles, aber zumindest ein Teil davon gespendet. Also kauft euch das Album, ist bei mir in den Infopanels verlinkt für Twitch. Ihr dürft euch natürlich auch kaufen, wenn ihr kein Blood Bowl spielt. Was? Die Musik kommt nicht an? Okay, dann muss ich die Musik lauter machen. Hört ihr die Musik jetzt? Was? Ihr hört die Musik nicht? Hört ihr denn den Suriel sprechen, also meinen Mitkommentator? Ah, okay, daran liegt das. Ich denke, das mit der Tonspur. Das ist natürlich ein gutes Argument. Nee, man hört dich auch nicht. Ja, ich habe halt hier im OBS habe ich den, also zählt den Ausschlag. Wunderte schon, was von zwei Kommentatoren die Rede war. Ja, sehr schön. Da ist was. Jetzt hört man ihn. Jetzt hört man hoffentlich auch die Musik. Sag noch mal was, Suriel. Was? Sag mal irgendwas. Jetzt hört man Suriel und hört man auch die Musik. Die Musik ist vielleicht zu laut jetzt. Mann, es darf auch mal einen Pau geben. Suriel ist sehr leise. Okay, dann macht den Suriel mal lauter. So weit sind wir ja schon mit der Technik. So, sag noch mal was, Co-Moderator. Suriel.
Nee, du bist jetzt nicht, du bist jetzt lauter. Danke für den Follow. Recast 2009. Manchmal muss man zweimal lesen. Jetzt hatten wir es gerade vom Mikrofon, deswegen dachte ich, da steht Mike-Test. Aber, sorry. Mike. Hi Mike, danke für den Follow. Ich bin gerade etwas planlos. So, dann stelle ich mir das alles hier an. Irgendwie war das ein bisschen... Da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Ja, noch hält der Kislev eigentlich ganz gut stand. Na gut, er scheint ihn da ein bisschen unter Druck setzen zu wollen. Ei, ja, irgendwann geht's schief. Seine die meisten von denen sind so ein bisschen elfisch unterwegs. Genau. Im Chat gab es gerade den Tipp, würde versuchen, die Außenbox zu blocken. Danke für die Bits, Manu. Ja, genau. Also würde versuchen, die Außenorks zu blocken oder einzeln zu separieren und umzuhauen. Ja. Würde ich auch tun. Die Musik ist ja geil. Ja, ich habe mir so ein bisschen an dir orientiert. Du hast ja auch geil Mucke bei den Bits. Und deswegen dachte ich, das braucht es einfach. Dann ist die Party besser, wenn wir ein paar mehr mal Bits raushauen. Ja, das läuft bei dir. Der erste Spieler geht raus. Ja, das war jetzt der erste. Manu, du hast mir den Link nicht geschickt, aber ich glaube, ich habe... Habt ihr schon einen Pau? Da waren auch die Sounds dabei, die du benutzt. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie es heißt. Ja, ich lag schon mal mit irgendjemandem, aber es waren noch nicht so viele. Es lag schon jemand. Es waren noch nicht so viele. Ja, genau, das war's. Die habe ich auch gefunden. Und ich habe nicht eine Stunde, sondern Stunden damit verbracht, mich durchzuklicken. Oh, aber jetzt hat er eine Pretsche geschlagen. Jetzt wird es nicht so leicht für den Kislev. Die zwei da hinten, die ihn so... Ja. Genau, also ich habe auch sehr viele Sounds da runtergeladen und jetzt also per Hotkeys einrichten, um so Sounds im Stream abspielen zu können. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Aber ich habe bestimmt auch 20 Stück runtergeladen oder so. Ja, wenn er die zwei nicht, wenn er die nicht hinter die Linie gezogen hätte, hätte er die zur Verteidigung gehabt. Jetzt stehen sie sehr ungünstig da hinten. Er könnte jetzt natürlich auch drauf gehen, die Orks hatten Anstoß, oder? Also, das heißt, er könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, scheiß auf den Touchdown, ich verprügel jetzt ein paar Orks. Dann habe ich, wenn ich Anstoß habe, mehr Chancen. Auch eine Möglichkeit. Man will natürlich nie in Rückstand gelangen, aber es ist eine Möglichkeit. Das geht.
schon, das geht schon. Das stimmt. Guten Abend, Gese. Ja, ich muss sagen, so ein Orkhafen mit Block und dem ganzen Guard ist echt schwierig. Das stimmt. Wobei Gese, ich spiele heute Abend gar nicht, also ich spiele das Spiel auch, aber jetzt gerade spiele ich gar nicht, sondern es ist quasi die Übertragung des Finales. Ja, das Sure Hands macht es halt wirklich nochmal solide, das habe ich vorhin gemeint. Ich habe das ja nicht mal kaufen müssen, das kommt bei den Orks einfach noch umsonst dazu. Ja, das ist Standard, das hätte ich wissen müssen. Hilft mir dem Spieler auch noch enorm. Der Mike schreibt gerade ein paar Fouls, dann geht das schon. Genau. Weil die Sure Hands nicht, wäre das ganz anders, müsste ich viel mehr Angst haben die ganze Zeit. Aber so in Stärke 2 in den Cage reinspringen, kannst du schon probieren, aber wird nicht oft gut gehen. Nee, das ist von der Wahrscheinlichkeit doch sehr beschränkt. Ja. Das Ganze als in die Gestreit. Ich habe mit so einem Ogre-Team gespielt, da habe ich gar nicht erwartet, dass ich Platz 3 zu landen. Von dem her ist Platz 3 Oh, Mann, das läuft überhaupt nicht heute. da geht der Sprung. Hey, ich habe gesehen, das Spiel vorher war irgendwie 5-1 oder so, gell? Also im letzten Spiel habe ich, Ja. hab ich gesprungen wie ein junger Gott. Rüstung 9. Hi, King Christ. Darkness bei dem Turnier, im Prinzip haben wir eine Liga, das ist die Bundesliga. Das ist quasi eine Liga mit aktuell 38 Mannschaften, die dieses Spiel spielen. Klassisch Liga mit Auf- und Abstieg. Und wir haben aber zum Zwischenamusement haben wir ein Turnier gestartet, das die Sonderregelung hatte, dass du deine Mannschaften Ja, ist sehr unwahrscheinlich, dass ich dich da noch stoppen kann. und dass du Einmal Ja, aber es ist auf der anderen Übergabe. Seite auch nur ein Touchdown. quasi danach Naja, Und da haben wir quasi dann ein Turnier gespielt. Ich glaube, es waren 12 Teilnehmer und das ist jetzt eben das Finale. oh, Orks sind nicht so gut im 5-1 machen. Oder vielleicht meinst du, um was es ja, Kislev eigentlich auch nicht, aber das lief einfach. geht und Ehre. Das ist einfach Glück. Ja, du weißt ja, wie das ist. Manchmal Glück, manchmal Pech. Gewinner überhaupt der Bundesliga. Manchmal läuft's, ja. Gibt's erst seit, was ist jetzt, 3 Monaten? So ungefähr. Also es ist das erste Turnier der Liga und der natürlich, wenn jemand das erste Turnier gewinnt, dann ist es die größte Ehre überhaupt. In der Liga, wenn man da einen tot kloppt, dann ist er halt tot. Also der Spieler, nicht der Trainer. Danke, Youngster. Der Ballträger steht gefährlich nach an der Touchline-Linie. Sorry, Fuzzy, ich kann da leider nichts tun. Also, du kannst mir gerne schreiben, wenn du Vorschläge hast. Hi, Sedino. Naja. Ja, brauchst du nicht. Geht ganz gut, hat einen bösen, hat einen guten Ja, nur aufgestanden bin ich mal wieder nicht. Pech. Double Skulls. Nee, den hätte ich jetzt auch nicht ausgegeben, bringt nichts. Nee, aufgestanden mit den anderen. Ach so! Oh, wow, da liegen noch zwei. Ja. Unglaublich! Unglaublich. So, schlagen wir ein paar Orks tot. Come on! Pau, 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 pau! Das Problem ist halt, je länger er es rauszögert, desto, weiß nicht, also wenn er halt in der ersten, Den hättest du auch surfen können. wenn er halt in der ersten Halbzeit den Touchdown irgendwann macht, dann Möglich, denke ich jetzt nachher drüber nach. Ich muss jetzt hier mal zweite Halbzeit gucken. total als erster dran. Also,
Kislev, ja. Hat gegen meinen Ober gereicht. Ich stream total gern, aber es ist halt auch zeitlich nicht immer machbar. Und jetzt dachte ich mal so, es ist Finale in unserer Liga, ich spiele selber gar nicht, sondern bin quasi auch nur Zuschauer und Kommentator und das hat sich jetzt einfach angeboten, das zu streamen. Aber schön, dass du da bist. So, jetzt mal gucken, was er da jetzt treibt. Man muss ja eigentlich jetzt irgendwann mal noch blitzen, oder? Hätte er jetzt nicht mit seinen Leuten quasi die Tackle Zones stellen können von den anderen Orks und dann den Beat reinmachen, um dann zumindest einen One-Dice-Blitz zu bekommen? Jetzt bekommt er halt nichts, weil er hat die... Oh Mann! Wieder gegen Sure Hands. Danke, Silimon. Das war nicht mal Sure Hand. Nee. Die Wahrscheinlichkeit ist so klein. Ich schieb dich in den Touchdown, wenn du nicht selber gehst. Das ist die einzige mögliche Richtung, wo er ihn Danke, Giese. Ich werde hier voll gelobt. Ich hätte eine angenehme Stimme. Wie empfindet das mein Co-Moderator? Ja, das ist natürlich unfair, das ist kein Vergleich. Sehr gut, wir müssen öfters zusammen streamen. Aber passiert nichts. Das habe ich gerade gedacht, das sah jetzt gerade geil aus. Der hat gefault und der Ork ist aufgestanden. Das sah cool aus. Das sah jetzt wirklich so aus, der Ork steht jetzt auf und haut gleich zurück, weil er gefault wurde. Hi Rafter 2K. Der Jay schreibt gerade, dein Co-Moderator hat mir gestern gesagt, in Phasmophobia hat er mehr Angst vor meiner Stimme als vor den Geistern. So viele Double Skulls. Sehr schön. Mhm, schon der dritte. Wieso spricht er besonders so geistermäßig oder weil er so schrill hochschreit? Ja, jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Lustig. Am besten wäre es, wenn das Gas uns allen nachher eine gute Nachtgeschichte erzählt. Es gibt echt, ich habe das auf Twitch gesehen, die Geschichten-Oma. Die sitzt einfach nur da und liest Geschichten vor. Ist auch echt eine coole Idee. Ne? Aber wenn ich so eine schöne Stimme habe, vielleicht soll ich das auch tun. Aber immer, du musst quasi dann immer den bösen Part spielen in dem Buch. Ja, gut, dann musst du sie schreiben und ich lese sie vor, ist auch gut. Aber jetzt hat er ihn doch gestallt, er hat keinen Touchdown gemacht. Der will das jetzt rauszögern. Zumindest noch einen Zug hätte ich auch rausgezögert. Wird auch schwer, da quasi, wobei, wie gesagt, er muss ja eigentlich nur 2 zustellen, dann hat er ein 1:1 bekommen. Aber wäre es eigentlich im Zug vorher gewesen. Och Mann, was ist... Nein! Ist die jetzt verklickt?
Oder dachtest du, der hat Wrestle oder? Ich hab's mit Defender Stumble verwechselt. Verpasst. Raikkonen, das ist das Finale vom Turnier, was quasi parallel zur Liga stattfindet. Die Liga läuft. Das ist jetzt Spieltag 2 bzw. 4, je nach Division. Und startet, ich würde sagen, Mitte. Ach, der hat Wrestle. Dann kannst du Eieiei. einsteigen. Ich überlege gerade, wie ich jetzt an den Disc. Ich kann euch mal die Discord-Link posten. Ja, das war jetzt natürlich ganz blöd. Weil eigentlich hätte ich noch Möglichkeiten gehabt, aber so sieht es jetzt ganz übel aus. Den Link, den ich gerade gepostet habe, das ist der Link zum Discord. Ja, Rafter 2K, es war ziemlich groß angekündigt, das Turnier. Ich glaube, es haben ein paar ja, das stimmt. Raikon, ja genau. Also auf dem Discord bekommst du alle Infos und ansonsten kannst du auch gerne mich anschreiben. Gleicher Name wie hier, nur ohne das W vorne dran und hier ist ein A. Aber das ist gerne auch anschreiben und fragen lassen. Aber es steht eigentlich alles Regeln und so. Die Website ist im Discord verlinkt. War ja auch insgesamt recht chaotisch, allein die Regelfragen zu Beginn. Ja, also wir haben halt viel diskutiert, wie wir das Turnier jetzt veranstalten möchten, wollen. Naja, eine Chance hast du immer noch. Aber jetzt wissen wir es. Vielleicht wieder was offen gelassen da hinten, ja. Ja, das ist aber... Ich weiß gar nicht, wenn ich dich mit dem Ball in der Hand auf den Touchdown schiebe, dann ist es ein Touchdown. Ja. Ja, es gehört zum Spiel. Ja, aber ich meine, jetzt ist es ja sogar noch einfacher. Er muss ja eigentlich nur den Schwarzork, also den Morgur Break Noob und den Broruk mit einer Tackle Zone markieren, dann drüber hüpfen, dann hat er einen One Dice. Also. Auf jeden Fall das Spiel diesen Raikkonen, deswegen übertragen wir es. Ja, jetzt mal gucken, was der Kislev jetzt noch auspacken kann. Also er muss ihn halt irgendwie, also oder wenn er die zwei tackelt, also wenn er jetzt hier einen Spieler hinstellt, also ich zeige jetzt gerade für den Zuschauer, du siehst es leider nicht, aber wenn er hier einen Spieler hinstellt, dann können die zwei den hier nicht unterstützen und wenn er dann irgendwie hier rüber springt, dann hat er einen One-Dice gegen den, dann ist es eine Chance, um den Ball wegzunehmen. Ein Two-Dice wird er nicht hinbekommen, ne? Außer er springt mit zweien drüber und läuft noch einen Schritt. Dann könnte er unterstützen, aber dann ist er hat halt noch zwei Trainings, also Rerolls. Also könnte ich nicht sehen, aber das ist weiter mit dem Spiel als ich. Ich kann hier nicht sauber reinliepen. Er hat ja noch oben seinen, hier, das ist der Catcher, mit dem wir dann kloppen. Der hat noch gleich zwei. Dann hat er die Aktion verbockt. Die
Catcher von den Kislev haben nur Stärke 2. Aber dafür Agility 4. Bei Blood Bowl immer die Frage, kriegt man 2 Dice oder 2 Dice? Also 2 Dice Würfel und 2 Dice Totenköpfe. Genau, ja. Das ist häufiger ein Problem bei Blood Bowl, weil es halt einfach dann doch auch ein Glücksspiel ist. Das liegt alles an dem Würfelbot, der dahinter steht. Ich glaube ja ganz fest dran, dass da ein Würfelbot dahinter steckt, der versucht, die Würfel auszugleichen. Was aber keinen Sinn macht, weil man selber seine eigenen Arme würfelt. Also das heißt, wenn halt jemand... Aber egal. So, jetzt blitzt er mit dem Catcher. Das ist halt genau das, was nicht so viel Sinn macht. Oh nee! Was soll denn das? Oh, Naffel hasst mich. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Ah, der hat gar nicht mehr so dumm, dem Dauntless zu geben. Aber es hat Surfen oder verprügeln lassen? was bringt, aber es war jetzt halt Pech. Hätte halt einen Dings dabei sein. Vielleicht hat er jetzt Glück und der wird ihn dann jetzt geil. Mein Gott, ich bin Master of Pushes. Gut, aber es kann alles passieren. Das werden wir jetzt auch direkt sehen im nächsten Zug. Der letzte Zug der Orks in dieser Halbzeit. Jetzt muss er ja eigentlich mit dem Blitzer, ja genau. Wenn er dann ja gut, das war's dann. 3 Dice, zack. Oh. Und verletzt. Damit ist es wieder weniger. Ja, damit habe ich das Spiel vermutlich schwarz verloren. Ist ja völlig egal, weil es ist das letzte Spiel. Schau mal. Und selbst wenn es nicht das letzte Spiel ist, ist ja wieder Touchdown! Takpor von den Was hast denn du für Cheerleaders? Meine Güte. Wieso, was? Ich hab's abgebrochen. Das sind die Orks, oder? Oh, meine Fresse, jetzt habe ich ein Trauma. Ein Verletzter und der K.O. steht nicht auf. Damit ist der Kislev mit 2 Spielern Überzahl. Ja, das ist übel. Er hat jetzt eine Runde, dann darf er nochmal auf den K.O. würfeln. Dann könnte er zumindest mal nur noch 1 in Überzahl sein. Und der Ork-Spieler spielt ganz stark auf Verteidigung, nämlich erstmal alle weg. Das Problem ist allerdings, ich hätte es nicht so gemacht, weil wenn er einen Blitz bekommt, kann er den nicht nutzen. Seine Rüstung ist eigentlich zu gut, um Stress zu geben. Weil beim Blitz kann er nur die einsetzen, die nicht in der Tackle Zone stehen. Und die vorderen 3 stehen in der Tackle Zone. Das heißt, er kann beim Blitz gar nichts machen. Ach nee, Ballspiel kann ich ja vergessen, gibt eh keine SSP. Einer hinter den Schwarzloch gestellt zum Beispiel. Dann, Stimmt, ja. hätte er zumindest beim Blitz reagieren können. Wäre jetzt richtig bitter, wenn er jetzt einen Blitz bekommt. Mhm. Right. Extra Turn. Oh, okay. Jetzt wird's nochmal interessant. Okay. Jetzt wird's nochmal interessant. Wenn er jetzt gut Wird's mal interessant. spielt, kann er vielleicht surfen, so ein Stück nach vorne kommen und dann noch einen Two-Turn-Touchdown machen. Ah, ja, die Möglichkeit besteht, es ist ein bisschen würfelintensiv. Aber so nicht. Weil das alles ein bisschen besser macht. Das ist ja jetzt ein bisschen
Ja, die von den Regeln her, aber der Würfelbots, wenn sie das dann als Online-Spiel rausbringen, besser ist. Das ist die Frage. Danke, Reloading, für die Bits. Cool. Ja, Himbeerensaft. Schön, dass du da bist. Ja, Blood Bowl Streams. Bei uns in der Liga. Oh. Was soll denn das, Naffel? Das ist eine 2 Plus. Blood Bowl Stream. Aber schön, dass du herkommst. Und, viel Spaß beim Zuschauen. Der Jay schreibt, wen interessieren die Würfel? In Blood Bowl 3 wieder rassentypische Cheerleader für alle. Das ist wichtig. Die Cheerleader, die sind sehr wichtig. Die Cheerleader haben Dolche. Geil. Ach, ich Idiot, ich habe mich bewegt. Mein Gott, ich mache viel zu viele blöde Fehler. Echt, so wird das nichts. Schreibt, ist es wichtig, was ich gelesen habe, dass Blood Bowl 3 nächstes Jahr geplant ist. Ich glaube, das ist sogar schon draußen. Das ist sogar schon dieses Jahr jetzt rausgekommen. So wird das nichts. Auf Facebook ein paar Posts gesehen von Leuten, die Unboxing yeah, meine Editionsjahr. Also online noch nicht, aber ich glaube offline. Ja, das hat jetzt wieder blöd gespielt. Ich spiele schlecht heute. Ich spiele echt schlecht. Da kann ich es nicht mal den schlechten Würfen in die Schuhe schieben. Schreibt, offline ist raus, und schreibt früher Blood Bowl 3. Ja, also online wahrscheinlich, oder? Online kommt Q1 und offline ist es schon draußen. Und es gibt, glaube ich, wenn man die Box kauft, einen Beta-Zugang zur Online-Version. Die ist, glaube ich, mit dabei. Also ich meine, da habe ich auch schon Leute gesehen, die diesen Beta-Key verkauft haben. Auf was für eine Seite? Achso, ja. Also Rafter schreibt nur bei GW selbst. Achso, also das heißt, wenn man die Box bei Games Workshop kauft, dann... Es kommt drauf an, was für ein Team du kaufst. Es gibt ja auch mittlerweile echt viele so quasi Nebenanbieter, die dann irgendwelche Custom-Teams rausbringen. Da sind zum Teil richtig geile Modelle dabei. So, jetzt hat der Kislev noch einen Zug. Das könnte aber reichen sogar. Er hat jetzt halt natürlich dem einen zugestellt und den blitzt er nicht mal. Na gut. Man hat so viele Fraktionen. Ja, das ist natürlich schade. Wieder zu den Tiermenschen oder den Untoten hinschreibt, Himbeerensaft. Ja, Untote machen Spaß zu spielen. Tiermenschen auch. Also ich spiele zum ersten Mal wieder Waldofen und das ist total ungewohnt, weil ich vorher immer Bash-Teams gespielt habe. Das ist natürlich schade. Spaß zu spielen.
Rafter, du kannst es probieren zu posten. Ich glaube, ich habe meinen Stream so eingestellt, also mein Bot, dass du gar keine Links posten kannst, aber probier's. Du darfst es gerne tun. Ich weiß nicht, was mein Bot dann mit dir tut, aber sollte er nicht. Na gut, versuchen wir unser Glück. Würfelintensiv. Ohne Reroll. Kann ja nur gut gehen. Kann ja nur gut gehen. Auf Twitch meinst du jetzt? Okay. Oh, dass das geklappt hat, überrascht. Okay. Das war eine 5 plus. Das wollen wir nicht. Und ihn in den Timeout versetzen, wollen wir auch nicht. Also versuch's Rafter und wenn es nicht geht, schick mir den Link einfach auf Discord. Ja, da kann ich nichts machen. Den Ball. Er versucht's. Oh. Mein Gott, war das Glück. Ja. Oh mein Gott, das war unmöglich eigentlich. Crazy, das war mega wichtig. Bisschen Glück gehört halt eben auch mehr dazu. Okay, da kommt leider nicht rein. Was muss er? Ja eben. Das war immer noch die erste Halbzeit. Das ist jetzt krasse. Also jetzt muss, wenn der K.O. wieder aufsteht. Nee, ist er immer noch stark in Unterzahl, aber er hat ja jetzt auch in Unterzahl das gemacht. Der Jay schreibt, na, das ist mal wieder typisch für die Kauf unseren alten Kram, dann kriegst du das für das, was dich interessiert und der Link auf diese Edition geht nicht mal. Hol dir einen Code und die Beta-Version vielleicht kostenlos auf die Second Season Edition von Battle Shirts. Ja, klar, die Idee ist ja auch effektiv. Aber das ist ja bekannte Taktik von denen. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Mensch, Rafter, jetzt verrat doch nicht den ganzen Spammern, wie sie im Kanal, der durch den Bot geschützt ist, trotzdem Links posten können. Wobei, das kann ja doch spammen. Also unter consillions.com gibt es wohl viele Videos. Okay, also Rafter meint, es gibt gravierende Unterschiede. Ich habe, wie gesagt, die Regeln noch nicht angeschaut, ich kann überhaupt nicht mitlesen. Okay. Ich glaube, da müsst ihr mal auf dem Discord diskutieren. Der Himbeeren schreibt, ich warte erstmal bis zum Release und sehe es mir dann erstmal an, wenn ich dann mal von Teil 2 begeistert und möchte erstmal sehen, wie Teil 3 ist, bevor ich es kaufen soll. Ja, mache ich genauso. So, zweite Halbzeit, Both Team lose turn. Das ist für die Orks nicht gut. Das kommt eher den Kisleviten zugute. Nicht, dass ich dann nachher bei Twitch gesperrt werde. Ja. Aber ich glaube, der Kissellied würde sich jetzt auch mal freuen, wenn er mal einen Ork raushaut zumindest. Seht ihr auch.
Hm. Oh, ich hab nichts gesagt. Jetzt fliegt der erste Ork raus. Ja. Das ist natürlich jetzt noch besser für den ersten Ork, wenn er jetzt auch noch einen Ork raushaut. Aber dafür ist Blood Bowl auch bekannt. Meistens, nicht in jedem Spiel, aber meistens passieren die schwereren Verletzungen in der zweiten Halbzeit. Das ist meistens, weil in meinem letzten Spiel in der Liga habe ich in der ersten Halbzeit 3 Verletzte und einen Toten gehabt. Also mein Team wurde zerlegt. Aber Waldaufnahme hat keine Lust mehr. Magische Rüstung wahrscheinlich. Warhammer ist auch schon ewig her, seit ich das mal gespielt habe. So, jetzt versucht sich der Ork ein bisschen Das ist natürlich gemein. Ja, jetzt muss ich versuchen, die ein bisschen zu dezimieren, sonst... Nee, muss nicht sein. Wir könnten auch Freunde sein. okay. Jetzt stärker oder schwächer genug? Also, es ist ein fieses Spiel. Himbeersaft schreibt die Skaven, werde ich auch immer mal wieder probieren, aber mit denen habe ich nur Pech. Jeder Versuch mit denen ist im ersten Match immer mindestens einer gestorben. Ja, aber bei Skaven ist es nicht so schlimm. Also, Skaven kannst du auch noch mit 3 Spielern auf dem Feld ein Match gewinnen. Bei mir ist bei den Waldelfen sind auch schon 2 gestorben und ich bin trotzdem irgendwie in der 3. Division gelandet von aktuell 5. Also mal gucken, ob ich da bleibe oder absteige. Ich weiß es nicht. Also absteige. Ich mache alles drin. Der Rafter schreibt, Piling On gibt es in Blood Bowl 3 gar nicht mehr. Okay. Aber das finde ich ein bisschen schade, weil an sich ist der Skill ja cool. Aber sie hätten halt vielleicht ein bisschen schwächen können. Also Mighty Blown Claw gibt es nicht mehr in der Combo, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil das waren andere Chaos-Teams vor allem, haben eigentlich nur darauf gespielt, am Anfang nicht so gut und dann später einfach immer nur noch Mighty Blown Claw und dann einfach alle Teams zerlegt. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass das nicht mehr gibt. Du meinst passen? Also Passspiel oder Ballspiel? Ja. Der Rafter schreibt, es gibt jetzt richtige Werfer. Ah, okay, aber die gab doch vorher schon richtige Werfer, oder nicht? Also mit hier Sure Hands und so, das ist doch eigentlich ein richtiger Werfer.
Raffer schreibt, muss man lesen, ist ein bisschen lang zu erklären, das mit den Werten. Ja, also wie gesagt, ich kann jedem sagen, lest es gerne durch, wenn es euch interessiert. Ich warte wahrscheinlich erst noch ein paar Monate, bis es etabliert ist. So lange haben wir uns unsere Blood Bowl 2 Liga und dann mal schauen, ob wir umstellen. Hi Nina! Das wird auf jeden Fall eine interessante Umstellung. Ja, ich denke halt mal, dass wir nicht einfach die Mannschaften transferieren werden können. Das wird wahrscheinlich das Hauptproblem sein. Also weißt du, von wegen Skills und so, wenn da sich einiges ändert, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ich nehme jetzt die Mannschaften spielen und im Block Bowl frei. Das wird ja dann nicht funktionieren. Da müssen wir dann schauen, wie wir es halt machen. Das war, denke ich, so klar. Das haben wir aus Chaos Edition exportieren. Ja. Da blieben die Skills eigentlich gleich. Eigentlich sollten die bleiben. Also Nina, mir geht's gut. Ich spiele jetzt hier auch gerade nicht selber, deswegen brauche ich mich auch nicht aufregen oder sonst irgendwas, sondern wir kommentieren hier quasi das Finale aus unserer Liga, also von dem Team aus unserer Liga. Und macht Spaß zuzuschauen. Ich spiele die Shaolin-Mönche gegen das Rote Kreuz. Die Shaolin-Mönche gegen das Rote Kreuz. Kisleviten sind so Zirkusmenschen, die rumhüpfen können gegen Orks. Das sind eigentlich, Orks kennt man aus Herr der Ringe. So, das sind die Grünen, die alles fressen können. Himbeerensaft schreibt, und wenn man es jetzt alles liest, weiß man eh nicht, ob bis Release wieder Sachen geändert werden. Genau. Deswegen lese ich es nicht. Ich warte jetzt 1, 2, 3, 4 Monate, bis es alles gefestigt ist und dann kann ich es mir anschauen. Und momentan ist es wo willst du es offline spielen oder wie? Also von dem her. Wunderschöner Smiley Nina. Wahrscheinlich, ja. Sie haben es mystischerweise geschafft, dass die meisten Codex, Panzer, ich begrüße Sie. Hi Technobeats und danke Rafter für den Follow. Tja, es ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig toll. Was ist denn das? Ein Einhorn-Hai. Auch sehr schön. Es gibt so geile Smileys auf Twitch. Noch ein Einhorn. Was ist das? Ein was? Unten oder sind das Haare? Auf jeden Fall Herzaugen. Es gibt schon interessante Smileys. Ja, Rafter, jetzt hast du es nachgeholt. Ist auch okay. Ein Gameboy High. Ja, ist auch schön. Und das kotzende Einhorn darf nicht fehlen. die Shaolin-Mönche. Panzer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Danke für den Follow, Technobeats. Au, die Wölfe sind auch da. Was sagt der Pinguin? Himbeerensaft? Ich kann es nicht lesen. Jetzt werden hier die Smileys gespammt. Jawohl. K.O. ist nicht so gut. Jetzt hat das so gut funktioniert und jetzt ist es wieder vorbei. Ja, ihr müsst halt einfach, wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann habt ihr auch meine wunderschönen Smileys. Zum Beispiel den
Schön grinsen nehmen. Natürlich im typischen hier Sechseck-Style. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, da so an der Außenlinie zu stehen, ne? Aber bis jetzt, also so viel kann gar nicht passieren, weil er kommt nicht hinter ihm. Ja, der Orc-Spieler könnte jetzt auch, ich meine, er hat jetzt mehr rausgehauen von ihm, er hat jetzt einen Verletzten, der Kislevit hat 2 KO, 2 Verletzte. Er könnte auch auf Unentschieden spielen und dann halt versuchen in der Verlängerung den Touchdown zu machen. Also würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich sogar, also natürlich ihn aufhalten, aber irgendwie versuchen da das Unentschieden zu halten. Der konnte versuchen, das ist ja eine Raserei. Das ist natürlich dann, das muss man auch erstmal bedenken. Aber seht ihr, wie die Fans mit ihren Spielern umgehen? Aber ist nichts passiert, oder? Nee. Fans von anderen Mannschaften. Naja, oder es sind die Fans von der eigenen Mannschaft, die ein Stück von ihrem Spieler abhaben wollen. So steht es im Blatt der Regelwerk in meiner Box, die ich habe von der allerersten Edition. Rohr macht es ganz hervorragend auf dem Kamin. Ist das eigentlich ein Schal, den du da trägst? Ist gerade eher schwer zu erkennen. Meinst du mich? Nee, das ist ein Pulli. Den habe ich nur den Reißverschluss vorne nicht zu. Genau, Nina. Der Trainingssack ist es nicht. Ist ein normaler Hoodie, aber genau, mit Reißverschluss vorne. Das Weiße sah so schalartig aus, ja? Das ist, das ist ein schönes Muster drauf. Auch mit 6 Ecken und so. So, jetzt hat der Kislevit nicht so viel zu machen irgendwie gerade. Wobei er kann jetzt da rauslaufen, weil er steht nirgends in der Tackle-Zone. Ja, ich überlege nur gerade, ob er das Passspiel spielen könnte. Er mit. Ja. Okay. Oh, das Natürlich. Hoodies haben keinen Reißverschluss. Ich bin eine Frau, ich muss das wissen. Okay, was ist das? Kann eine Jacke? Oh nein, er macht doch nicht den Go for it. Das wird bitter, wenn er den nicht schafft. Okay. Ja, das war jetzt sehr suboptimal. Ja, es war mutig, aber Naffel belohnt die Mutigen. Oder dumm, wie auch immer. manchmal. Der Menne ist noch in der Schale. What? Das verstehe ich nicht. Silvia sagt, das sind die eigenen Fans, die treten den Spielern in den Hintern, dass die nicht außerhalb schlafen, sondern auf dem Platz spielen sollen. Ja, genau. Das können auch die eigenen Fans sein. Die sind manchmal brutaler als die Fans. Aber kommt er jetzt nicht noch ran? 6 Felder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, going for it, bumm. Ich weiß nicht, ob das... Ich hätte noch einen zur Verteidigung abgestellt. Also ich würde jetzt als Orc-Spieler zuallererst versuchen, ihn da hinten zu blocken und nichts irgendwie vorne mit einem Double Skull riskieren oder so. Wir reden ja von Risikominimierung. Und was er gerade tut, ist das auf gar keinen Fall. Nee, das ist gar keine Frage. Ich sag ja nur, was ich anders machen würde. Das stimmt. Das Spiel nochmal anguckt. Er kann den One-Dice machen. Aber der ist halt, er ist eine Stärke 2, das heißt, er kriegt auf jeden Fall, er hat sogar ein Two-Dice. Er muss gar nichts, er muss eigentlich gar niemanden nach hinten ziehen. Er kann eigentlich mit dem Blitzer einfach drauf. Okay. Und dann schafft er den Dodge nicht. Das ist natürlich bitter. Ah, okay, aber schafft ihn doch. Jetzt den Going Void noch schaffen. Hat gereicht. Ah, das gibt's doch nicht. Deswegen meinte ich, man muss eigentlich
verteidigen. Noch einen verteidigenden Spieler hinziehen. Dass er gar nicht an den anderen rankommt. Oh. Also wenn da nichts mehr reinkommt, nachher sieht es ganz übel aus. Dann machen. Naja, 2-1 reicht. Das sei jetzt sehr Naja, du hast, also sofern ich schaffe, hast du noch 3 Züge und wenn ich nur so wenig Spiel habe, dann schaffst du das vermutlich ziemlich locker. Ich glaube, du überschätzt die Geschwindigkeit von Orks. Oh, sogar Orks können Ball spielen, ich habe das schon ausgesehen. Ich meine, Agility 3 ist okay. Ich würde auch erstmal die 2 Dices machen vor dem 87% Volker. Er hat's geschafft. So, jetzt kommt bitte zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Das wird schwer, das noch auszugleichen. Okay. Wie viel hat er denn noch der Ork? Nicht mehr viel, oder? So, noch 3 Runden oder so. Wie gesagt, ich hätte als Ork wahrscheinlich eher auf Unentschieden gespielt. Wenn 2 wieder drin ist, dann Jetzt wird's echt schwer. Drei Züge. 3 Züge ist leider machbar. Also ich denke, ich finde, es ist sogar komfortabel machbar bei dieser Überzahl. Das ist, naja, schauen wir mal. Oh, ich habe 4 Spiele weniger, 3. Ich begrüße Sie. Danke für den Follow, Waldnase. Rosarius schreibt, ich gehe auch immer auf Sieg. Heißt doch immer go big or go home. Ja, natürlich. Also und vor allem Naffel ist ja auch mit den mutigen Schrägstrich dumm. Deswegen muss man auf Sieg spielen. No risk, no fun. Ja, jetzt hätte ich auch ganz gerne mal einen Ride, einen extra Turn. Nee, bitte nicht, das wird schon so verdammt heiß. Naja, du hast ja quasi zweimal einen Ride genau in deine Richtung bekommen. Die Schlankhaftigkeit einer Aldi-Tüte im Wind. Ja? Ich bräuchte das auch mal. Meine Nerven, ey. Das Spiel ist nicht gut für meine Nerven. Himbeerensaft schreibt, Unterzahl hat nicht immer was zu sagen, wir sind halt beweglicher als die Orks. Ja, das ist das Problem der Orks jetzt gerade, dass die Kisleviden wahrscheinlich einfach den Weg zustellen können. Mal gucken. ja, du kannst den typischen One-Step-Back machen. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 sogar. 4 weniger. So, wieder in die Mitte des Feldes. Nee. Nee, der andere hat auch einen Verletzten. Also 3 Oh, nice. Ja. Das ist der dritte Ride in Unglaublich. seinem Favor. Unglaublich. Uiuiui. Das ist natürlich jetzt richtig fies. Und der Ball ist dann auch gut gelandet. So wird das wahrscheinlich nichts mehr. Ja, das war jetzt sehr glücklich. Ja, wie die anderen zwei auch. Ja, aber denk dran, vorhin habe ich einen Touchdown mit so extrem viel Glück gemacht. Du hast auch noch die Möglichkeit. Aber das ist halt Blood Bowl. Da passiert halt mal sowas. Richtig böse jetzt für die Orks, aber Ah! Ach, der war. Oh, aber ich will es ihm jetzt gönnen, wir wollen ja ein zu schnell geklickt. Verlängerung wäre schön. Ja. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Weil jetzt liegt der Ork und hat keine Tacklestone. Ich hätte eher dann den Cage gebaut. Aber mal zählen. Oh. Oh, es ist aber gut. Brauche ich jetzt. Mein Gott. Jetzt mit dem Aggressionen ab, das geht gar nicht. Ich bin nicht so schnell, das durchzuschauen. Nee, der Kislev hat keinen Kick. Nee, das hat Ach, okay. ohne Kick waren der Ball echt ganz gut gelandet. Es ist der vorletzte Zug, aber er kann schon noch. Also 6 Felder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein Going for it. Also es geht schon. Ja, mit High Elves würde ich vielleicht sehr viel höhere Chancen haben. Aber er kann die schon ganz gut zustellen. Also die Kisleviten müssen jetzt halt den Blitzer vorne irgendwie aufhalten. Und jetzt muss er halt auch die Ballaufnahme schaffen. Das ist klar.
Ja, okay. glaube ich. Das war's. Das war fies, ja. Okay, das ist halt einfach. Ja, die drei, also du hast einen Turn gelenkt bekommen, wenn du ihn gebraucht hast. Kann noch einen langen Pass werden. Die Halbzeit schon mal einen verkürzt und das nochmal einen verkürzt mit deiner Ball, Irres Würfelpech. also mit deinem Angriff. 2 und eine 2. Das waren echt fiese Kickoffs für mich. Hm. Das ist richtig. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Ork-Spieler jetzt da sitzt und wie ein Ork aussieht. Beine sind nicht ganz rum, aber es ist In sehr der unwahrscheinlich. Ich würde sagen, ist over. Er kann noch den Ball aufheben, nach vorne laufen, einen weiten Pass werfen und dann einen Touchdown machen. Und bei Blood Bowl ist alles möglich. Die Möglichkeit besteht Selbst wenn noch. der andere jetzt in der Sie Ecke besteht noch mit... Aber ja, so wie ich vorhin. steht. Machbar ist alles bei Blood Bowl, aber es ist sehr unwahrscheinlich, das stimmt. Sehr, sehr guter Pass. Ein Go for it danach. Erstmal den Ball aufheben. Ja, eben. Und der Wurf wird Interceptions haben. Obwohl er kann einmal anpassen und einmal werfen. Ja, stimmt schon. Rosario schreibt, der Kislev müsste mal den Blitzer unboxen. Genau, wenn er das macht, dann ist das Spiel vorbei. Wenn er jetzt quasi den Dodge schafft und dann den Blitzer umhaut. Ah, das reicht nicht. Spiel vorbei. Das reicht. Ja, jetzt ist das Spiel noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt kann er sogar mit dem nochmal zustellen. Also, jetzt ist es. Okay, also wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe, gibt es keine Chance mehr. Nee. Dann lass noch deine Aggression raus. Sieht sehr nach einem Sieg der Kisleviten aus. Auch wenn die Pause auf deiner Seite war so overall mit den Anstoßereignissen und im entscheidenden Moment mit diesem Glück-Touchdown, war das Glück doch auf meiner Seite. Also Ja, ich finde, in ziemlich der klar. zweiten Halbzeit brauchst du dich bei dem Pause auch nicht so beschweren, da ging es ja ziemlich gut. Ja, das stimmt. Zwar nichts rausgekriegt bis auf den einen, aber okay, ich meine, das ist Ork Rüstung 9. Nee, ich kann mich echt nicht beschweren. War auf meiner Seite. Ehrlich Jetzt habe ich noch einen Push probiert, aber naja. Gut, weil der Ork, die Orks so gut geskillt, aber die Kisleviten. dann GG. Jo, danke, aber war ein nettes Spiel, echt. Also meine Nerven sind hinüber, ich brauche jetzt ein Beruhigungsbier. Das war's, meine Damen und Herren. Die Kisleviten, Crazy Leapfrogs gewinnen gegen die Stormcoast Marauders. Glückwunsch, jetzt hast du das gewonnen. Turnier? Der Bundesliga Turnier, ja. ist zu Ende und wir haben einen Sieger. Stadion Hüpfburg, okay. Er wird heute bestimmt groß gefeiert. In der Hüpfburg. Ja. Von den Crazy. Oh, das war noch Heimspiel von den Crazy Leapfrogs. Dann ist natürlich klar.